I'm back. I play Pokémon Go. Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video nach 4 Monaten. Ich sollte aber endlich wieder Zeit haben für YouTube-Videos und ja, ich weiss, ich habe das schon sehr oft gesagt. Naja, aber Selbsterkenntnis ist ja der beste Weg zur Besserung, oder? Aber was ich eigentlich wollte sagen, ist noch das schon mal aufgefallen. 2017 ist ja anscheinend das grosse Jahr für die Gleichberechtigung. Frauen kämpfen für die gleichen Rechte und Löhne wie bei den Männern, Women's March und so weiter. Also eigentlich eine sehr gute Sache. Doch beim Militär- und Sozialdienst ist es plötzlich egal, oder wie? Oh, das hat dir jetzt nicht jemand gesagt, oder? Das war nur eine kleine Ausholung. Eigentlich möchte ich auf etwas sehr Ähnliches raus. Eventuell kennt ihr von euch noch die Plattform, die noch hobbyloser ist als Tumblr, ganz genau, nämlich AskFM. Dort, wo sich alle Jugendlichen, die noch nicht oder voll in der Pubertät sind, rumtümmeln. Also gar nicht zu ernst nehmen, wenn ich etwas gegen ein soziales Netzwerk sage. Also für alle, die AskFM nicht kennen, dort können sich Jugendliche anonym untereinander irgendwelche Fragen stellen. Also wenn man alles auf eine Frage aber berichtet, sieht AskFM etwa so aus. Hey, bist du noch Jungfrau? Hihi. Ja, ich glaube, das beschreibt das Niveau von AskFM ziemlich gut. Und wenn man auf AskFM noch ein bisschen länger unterwegs ist, dann kann es sehr schnell vorkommen, dass man sich denkt, naja, das ist jetzt schon irgendwie hure durch Käse. Okay, das war irgendwie random. Auf AskFM kommt es außerdem oft vor, dass man sich fragt so, hey, was sind eigentlich die No-Gos bei Mädchen? Und auf das wollte ich jetzt eigentlich genau raus. Also eigentlich ja nichts Besonderes, oder? Also ich meine, klar, warum nicht? Mädchen machen ja genau das Gleiche, dass sie mit Kolleginnen untereinander diskutieren, wie der zukünftige Typ aussehen. Hey, boah, ich schwöre, du bist gestern mit so einem engen Pulli gekommen. Boah, geht gar nicht. Ja, du hast nur scheiße ausgesehen. Und bei dir, wie läuft es so? Erzähl. Ah, nichts zur Zeit. Okay, dann sag mal, wie muss der Typ aussehen? Ah, ich weiss auch nicht, ich bin nicht so die Anforderungen hat. Mach komm, die hat doch jeder. Jetzt sag schon. Also er muss sicher braune Haare haben, oder zumindest nicht blond, weil blond geht gar nicht. Gut können kochen, das ist ganz wichtig, weil ich esse ja schliesslich gerne. Er muss sicher sportlich sein, er kann ein Kind gerne haben, weil ich liebe Kinder, ganz ehrlich. Er muss einfach ein bisschen gescheit sein, etwas im Kopf haben muss raus, also genauso wie ich, viel Zeit haben, also er darf nicht zu beschäftigt sein, aber nicht zu anhänglich, das ist ganz wichtig. Dann muss er gerne in der Natur unterwegs sein, weil das bin ich ja gerne auch oft. Dann muss er eigentlich meine Wünsche von den Lippen ablesen und mich auf seine Hände tragen. Also ich meine, klar, jeder kennt einen Kollegen oder eine Kollegin, die sagt, naja, eigentlich gar keine Anforderung an eine Person, aber eigentlich hat sie so eine Liste. Aber zurück zum Thema. Die heranwachsenden und natürlich schon ausgebildeten Sozial- und Pädagogik-Experten posten erst so Sachen wie 5 No-Gos bei Mädchen. Mädchen, die auf den Boden spucken, Mädchen, die kiffen, rauchen, die Alkohol trinken, Mädchen, die unpflegt sind, Mädchen, die wie Aslak sehen und Mädchen, die einen auf Bad Girl machen. Ja, okay. Also wohl bemerkt, das hier bezieht sich nur auf Mädchen. Und wie soll ich mir das Ganze vorstellen? Hey, ich schwöre, Bruder, nicht. Anita hat letztes Mal gleiche Schuhe gehabt wie ich, Alter. Was erlaubt sich die, Alter? Ich schwöre. Du, also Julia, wenn du nicht anständig in korrekter Grammatik mit mir kommunizieren kannst und weiterhin so versifft rumläufst, dann möchte ich in Zukunft nicht mehr mit dir zu tun haben. Ja, okay, aber umgekehrt nach so. Hey, ich schwöre, der David, wenn ich das dich noch einmal gesehen habe, ich schwöre, es gibt direkt Druck an die Sprache, das ich Alter, schwöre. Oh ja, Mirette, du bist so gross und stark und kommunizierst so anständig mit mir. Bitte nimm mich sofort. Keine Frau jemals. Ja, ich meine, klar, ich fände es auch nicht attraktiv, wenn eine Frau am Boden spuckt, aber bei Typen doch auch nicht. Ich meine, welche Frau steht her und sagt, oh, du bist so eine Heldin, du hast am Boden gespuckt, nimm mich. Nimm mich! Okay, aber hier noch ein anderes Beispiel. Hier hat einer geschrieben, 5 No-Gos bei Mädchen. Ungepflegt, kein Style, unerfahren, Schatz, zu schnell und auch aufgrund des Aussehens nicht zu anhänglich, arrogant und zu eingebildet. Also ganz ehrlich, ich finde unerfahren irgendwie noch interessant. Also ich weiß auch nicht, aber es kommt mir so vor wie bei einer Jobausschreibung. Ja, grüß Herr Stucki, merci mal fürs Erscheinen bei diesem Vorstellungsgespräch. Nehmen Sie doch Platz. Doch bevor wir anfangen, würde ich noch gerne schnell mit euch unsere Anforderungskriterien für diesen Job durchgehen. Ja, grüß dich, es freut mich hier zu sein. Kein Problem, machen Sie nur. Ja, also, dann fangen wir doch an. Wir suchen nämlich einen jungen und aufgestellten, motivierten Mitarbeiter, der jungen und frischen Wind in unsere Firma bringen kann, der flexibel und immer abrufbar arbeiten kann, der aber gleich erfahren und kompetent auf unserem Arbeitsgebiet ist. Also mindestens eine Arbeitserfahrung von 10 Jahren vorweisen und diverse Diplome und Weiterbildungen absolviert hat. Was sagen Sie da dazu, Herr Stucki? Herr Stucki? Wow, ich sage, ich bin ziemlich vom Thema abgeschiffen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich meine, klar, nicht über tausende Beziehungen gehabt, das steht ja hier auch schon, aber auch nicht unerfahren sein, das ist ganz wichtig. Viel Spaß beim Bahnhofsfinger da. Also naja, merkst du den Widerspruch selber, oder? Gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin vom Thema abgekommen, aber was ich eigentlich überbringen will, werft eure lange Anforderungsliste mal weg und nehmt die Personen wirklich so an, wie sie sind und tut sie nicht schon von Anfang an mit irgendwelchen Anforderungskatalog verscheuchen. Jetzt seid ihr dran, schreibt mal eure No-Gos für die in die Kommentare, dass der Aufruf geht, vor allem an euch Mädchen, das würde mich echt wundern und darüber könnte man vielleicht auch ein Video machen. Gut, lasst mich wissen, wenn euch das Video gefallen hat, mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar oder doch mit einem Abo, das würde mich sehr freuen. Hey, und bis zum nächsten Video.